Hallo miteinander, da ist Extus 19. Herzlich willkommen zurück zu der hypnotisierten Moderatorin Psychodoktor Marcel und die kleine herzige liebe Lilly, die gar nichts falsch macht. Sie ist Harveys neue Augen, da ist die Harvey-Puppe und wir haben da ja so gewisse Verbote. Das Feuer machen, Erwachsene widersprechen, Alkohol trinken, lügen, gefährliche Orte betreten, spitze Gegenstände verwenden, wütend werden und tun und lassen, was man will. Und wir müssen da aussen irgendwie Feuer machen. Ich weiss nicht, ob es zum Tee machen ist. Nein, Tee hat sie. Egal, auf jeden Fall müssen wir das Verbot loswerden. Für das tun wir uns selber hypnotisieren. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. 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 Genau. Boogie. Boogie. Oh, wow. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Alright. Diesen Staring-Contest würde Lilly verlieren. Ja, gut. Sonst hat es da ja nichts, hä? Ah, doch. Eine Gordel. Ah, ist taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Aha. Es war eine hölzerne Keule, wie Lilly sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Nehmen wir doch mal. Jetzt hauen wir doch eins aufs Auge. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schlagen. Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Nein, natürlich nicht. Geh mal in den Rundgang. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Ja. Lilly ab. Ja, was gibt's denn noch zu tun? Mein Auge! Aufhören! Ja, ich würde jetzt noch mal probieren. Vielleicht passiert etwas, wenn man das viel macht. Ist mein Auge verwirrt? Nein, sie sagt nur das Gleiche. Mein Auf! Das Auge war nicht. was ist Lilly hätte das? sie aber. So, schauen wir so husten. Ja, aha, warte. Gibt's da nicht auch noch einen Weg? Ein staubiges Fett. Gab es denn hier keine Kinder, die... Aha, Logo. Staub. Wie das brennt! Warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Jetzt? Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Okay. Hey, Psychosound, aber mir gefällt er noch. Hä? Mein Auge brennt! Ja, ist gut. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Ja. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Okay. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Harvey Schneemann. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt.
Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Wo ist meine Kühle? Sondern sonst noch da? Feuer. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Ein echter Lilly. War platt. Finger weg. Ach komm Ich jetzt. brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Alles klar. Diesen Staring... Ja. Ja, sonst haben wir ja da nichts. Wir haben nichts. Kommt, nimm ein Rippli, Mann. Lilly hatte... Man konnte aber die... Ich weiss nicht für was, aber dann hätten wir immer etwas. Immerhin hätten wir etwas, so soll ich sagen. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Gut, dann nimm doch die Linse mal. Und den gigantischen Webstuhl könnte man vorstellen. Ja. Was ist Ja, aber das? ich habe doch jetzt auch Feuer gemacht. Nein. Ja, okay, Was unbewusst riecht denn wahrscheinlich. hier so komisch? Das riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Feuer. Ah, ich brenne. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Sehr gern. Weiß zwar nicht Lilly wieso. wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Tu Aha. doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Ja. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Blöder Schneemann. Also, weißt du was? Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass da. Nein, nicht. Nein. Nein. Und jetzt? Darf ich wieder mit Lilly Feuer hatte spielen? das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Nice. Schön. Ja, wir haben einen Erfolg errungen. Wir dürfen wieder mit Feuer hantieren. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das... Ja. Sehr gut. Und jetzt glaube ich, wir müssen doch da hinten den Geheimgang irgendwie mit einer Fackel erleuchten. Psst. Ah, es kann immer nur eins aktiv sein, ist es so? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte es mir jetzt ja gerade gesagt. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was ist ja für so eine dunkel. Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Was? Tatsächlich, ein Geheimgang. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Ja, der Gerrit. Lilly, du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Okay, die Tja, Wahrheit. wo soll ich nur anfangen? Mit der Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwingen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen.
Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Er redet lustig. Mit der Lippe, wenn Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Was ist mit dir? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengo. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lily konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Sehr stimmig, ja. Was ist denn mit dem Dr. Marcel? Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Ah ja. Was ist das? Die Polizei rufen? Ha, Lily, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Ja, dann los. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Nein. Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum. Ja, aber ich brauche doch den Harvey. Hey, Gnömli. Ich brauche doch den Harvey. Auf die Karte würde sie später. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Er ist noch da hinten wieder, oder? Hä? Lily hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Aha, okay, sorry. Sorry. Oh. Hallo Lily, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lily musste durch den Zaun und Edna finden. Ja, einen Moment, ich muss erst schauen, der Sound passt mir irgendwie gerade nicht. Ja, natürlich ist es wieder so gewesen, dass ich, Du sollst dass es wieder Erwachsenen zu nicht Risiko gesettet widersprechen. hat. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele Zähle oder mit... Ja, aber ich will mich jetzt hypnotisieren da. Da war schon wieder. Einerseits freute sich Lily über die Gesellschaft. Andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lily sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Da Freundschaft haben wir für doch alle die Schnur. Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. Schau mal, Harry, hat er Was etwas hast du Tolles. da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Wookie. Aha. Boogie. Wookie. Ich find's geil. Mal schauen, was wir jetzt sehen. Oh, shit. Lily hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt.
Harvey-Spinne. Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Bestimmt. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsenen nicht widersprechen. Ah, eine Aber russische weil du ein Spinne. braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lily in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lily plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Ich weiss es nicht und wir werden es erst beim nächsten Mal sehen. Bis dann, Leute. Peace.